Ditmal kommen wir mit unserer Geschichte Nummer 100. Ditmal noch mehr von unserem Top-Arbeiten lehren in Elmer, indem wir durch den 1982 Sommer planen und ein MCC-Stur anfangen und an zum ersten Mal die Gastgeber, die Host zu sein für die MCC Ontario Annual Meeting in Elmer. Wenn ihr mal viel mehr Einzelheiten weiten wollen von Wort MCC Ontario in Elmer, oder besser gesagt an Lied Ontario von 1977 bis 1997 getan habt, dann soll ihr Bill Jansen sein Buch Build Up One Another lesen. Oder vielleicht soll noch mal wer den Inhalt von diesem Buch auf Plattdeutsch vertalen, für so von uns, die nicht gut genug Englisch kennen, zum dort lesen und verstehen. Dann wird Buch beschriftet MCC Ontario Arbeit mag uns oder mit uns so gut, als das vielleicht kein anderer vertalen kann als Bill Jansen. Letztes Mal hat er gerade noch gesagt, dass ein paar Lied im Juni 1982 in Elmer die erste Meeting gehabt hatten, um Empfehlung zu holen, ob unsere Mennoniten interessiert wären, um ein MCC-Stur in Elmer zu haben. Und aus diesen Ehepaaren von den verschiedenen Elmer Gemeinden zum ersten Mal gekommen wären, und ich da noch einmal so ein Bett geprollt hat, mit wo die Mennoniten in Winkler und Altona top Arbeiten gelehrt haben in MCC-Sturs, und von wo viel Geld dabei alle rausgekommen wäre und wo viel Geld so ein Stur für das MCC einbracht und so wieder, dann wäre ich überwältigt von wo viel Interesse unser Lied weisen für so ein Top-Arbeiten lehren in der Elmer Umgegend. Am Ende von diesem Abend standen die topgekommenen Ehepaaren alle dafür, dass wir am Karten weiter top kommen wollen, um anzufangen mit konkrete Pläne zu merken, von wo und wo wir mit einem MCC-Stur anfangen können. Von dort an, von März, Juni 1982 an, hielten wir immer weiter Meetings. Und bald hat wir ausgefangen, dass wir wenigstens 3 Gebiete kippen können, ohne einigermaßen passend sein würden, um so ein Stur anzufangen. Und nach vielem Planen wie etliche mehr Meetings, dann beschlossen wir, dass wir das Gebiet Nummer 16 Talbot Street East dort kippen wollen. Aber wo will wir das Geld dort hernehmen? Wir beschlossen, dass wir uns alle noch Möglichkeiten ranchecken wollen, wo wir das Geld bringen können. Und dann waren 3 Männer sich einig, sie würden jeder $1000 dort geben, ohne zu offenbaren, wer sie wären, und sie würden dann auch andere Männer herausfordern und sagen, 3 Männer haben top $3000 gegeben, das Gebiet zu kippen, wofür gebe jeder doch? Und dadurch werden etliche andere Männer auch noch bewerben, jeder etliche $100 dort zu geben, sodass dadurch meist $10.000 einkommen. Und dann, nachdem wir all etliche Meetings gehabt haben, werden ein MCC-Stur anfangen, und dort so sagen, als man das wirklich werden kann, dann forderten Bill Jansen und Ray Schlegel die Elmer Mennoniten noch ab, im Herbst die Gastgeber zu sein für die MCC Ontario Annual Meeting. Wir übernehmen auch dort noch, und dort gibt Ursache, noch viel mehr Meetings zu haben. Und meine früher Drehbuch ist immer weiter von, wo wir eine Meeting gehabt haben. So dass in dem 1982 Sommer mit einmal ein großes Top-Arbeiten Anfang mag unsere Mennoniten von den verschiedenen Kirchen in der Elmer Umgegend. Manchmal hatten früher in Männer Top-Meetings und manchmal hatten sie beide Separat-Meetings, um beides zu planen, mit einem MCC-Stur anzufangen und der MCC Ontario Annual Meeting in Elmer zu haben. Das wird ein sehr voller Sommer von Top-Arbeiten zu lehren, für viele früher und auch für viele Männer. Und dann wird dort über dem mit einmal meist bei dem Eng von der Gurkenpleck-Tiet gekommen. Und unsere Mennoniten Top-Arbeiten fangen an dieser Gurken-Ahren-Tiet an. Ab einem wundervollen Weg an, auch manche Formen und manche Arbeiterfamilien. Als die Gurken-Ahren-Tiet zum Ende gekommen wäre am 21. August, oder sozusagen zum Ende gekommen wäre,
willst die meeste Gurkenformer ihre Kontrakts al mehr als Fall haben und einer nom anderen abhören will mit Plecken, dann fangen mehrere Männer auf einen Weg, wo Gurkenformer, Gurkenplecker Families und Gurkenkäufer alle top noch meist 2000 wird extra Gurkenarendgelder anbringen können, um das Gebiet betonen halten und das MCC-Stuhr an Elmer worden soll. Einige Gurkenformer geben ihre Gurken umsonst, leiten ihre Maschinen, wohnen einige Lied Airplanes nannten, und ganz auf die Erde und bitte gewöhnlich sacht leon, um ihre Gurken plecken. In der Former brachten sogar noch die geplockten Gurken nur dem Gurkenkäufer in sortierer Hand. Die Familien wollen diese Gurken umsonst plocken, die Former wollen ihre Gurken umsonst geben, ihre Maschinenbrücken leiten, und die Gurken noch nur die Sortierungsstation handbrachten, und auch die Gurkenkäufer wollen all die zustande bringen halb. Die werden damit 1982 mit all den Personen taub, wollen dort stur anfangen, in der MCC Ontario Annual Meeting planten. Die erste von unseren Menschen wollen in Süd-Ontario freiwillig MCC-Arbeiter werden. Ich erinnere mich noch sehr klar an diese von Gott gesehene Deal. Und ich kann den Gurkenkäufer, die all das zustande bringen halb, etliche von diesen Formen und Gurkenplecker, wie ihre Namens nennen. Aber willst mir die nicht alle befallen, und ich keinen von je utloten mocht, weil ich hier bloß noch sagen, ich danke von dir noch für jeder Beitrag zu diesem damaligen großen Unternehmen. Dann dort Elmer MCC-Stuhr ist über die Jahre als sehr viele Menschen zu einem bleibenden Segen geworden. Und das hat in den letzten 23 Jahren als sehr viele von unseren Menschen die Gelegenheit gegeben, auch freiwillige MCC-Arbeiter zu werden. Auch zu all die Personen, die damals mit den ganzen Plänen und Reitmerken mitgeholfen haben, weil ich hier noch einmal ein von Horten kommendes Dankeschön sagen. Als wir das Geld von dieser Gurkenarend und das gegebene Geld taub haben, dann liegt MCC Ontario uns dort noch fehlende Geld, um das Gebiet Nummer 16 Talbot Street East kaufen können, auf die Bedingung, dass wir dort gerne ein Jahr zurückholen wollten. Und wir können dort Gebiet kaufen. Im Herbst 1982 wird Nummer 16 Talbot Street East aus MCC-Stuhr regemerkt und abgemerkt zum Handel driven. Eine Storeboard wird angestellt, das geschäftliche Port davon zu übersehen. Das hängigste Port auf der obersten Flur von diesem Gebiet wird bald so angerecht, dass der Elmer MCC-Office da bannen sein kann. Und dann wird langsam auch das mittelste Port von der obersten Flur von freiwilligen Arbeiter regemerkt. Ein großes Port von dieser Arbeit deed Jakob Letkeman. Und nu erst ein von Jakob Letkeman seine Spussjes. An einem Tag, als Jakob Letkeman und noch zwei Freunde und ich für eine Kaffeepause am Restaurant am Tisch saßen, dann frug Letkeman mich, wo ich für Mittag gewast wäre. Und als ich gesagt habe, dass ich nach London gefahren wäre, dann frug er mich, fuhrst du ganz allein dahin? Und ich sagte, so als wir das dann manchmal sagen, ich fuhr dahin mit ein paar Mumtjes oder Frühs. Und dann guckte er mich sehr ernst an und sagte, das muss aber sehr langsam gefahren haben. Wir kriegen bald mehr als genug gebrauchte Kleider und andere Sachen für das Stuhr. In der Frühs lasen die durch und priesen die ut. Verschiedene nicht-mennonitische Frühs fanden mich und fragen, wozu das Geld gebraucht wird, was das Stuhr annimmt. Und wenn ich dann so ein Bett erklärt habe, wo die Stuhrarbeit meistens von freiwilligen Frühs und Männer getan wird, und wo all die MCC-Sturen viel Geld anbrachten für MCC-Notlinderungsarbeit in der Welt, dann bedankten die Frühs sich für die Erklärung und sagten, das ist ja wundervoll.
dann brauchen wir unsere noch gute Kleider nicht mehr einfach waschschmieden. Dann wollen wir die wieder haben, nach jenem Stuhl angeben. Ich glaube von der noch, dass unsere Stuhlarbeit an Elmer viel dort beigetragen hat, dass die Nicht-Mennoniten uns anders anfangen zu sein. Der Name Mennonit oder sogar Mexican Mennonite fängt an Elmer an, eine positivere Bedeutung zu kriegen. Und ich glaube, diese positivere Bedeutung ist besonders an Elmer, aber auch selbst in Süd-Ontario beim Tonehmen geblieben. Dann, wenn ein Volk, so klein als das auch sein macht, anfängt, hungrige Menschen in der Welt fördern zu helfen und zu geben für Notleidende in Katastrophengebiete, so was die ganze MCC Stuhlarbeit dort tät, dann wird dort mehr und mehr bekannt und diese positive Bedeutung von Mennonitseinen wird anerkannt. Und in diesem Jahr, im Jahr 2005, haben noch viel mehr von unseren Mennoniten in Süd-Ontario angefangen, an MCC Notlinderungsarbeit teilzunehmen, indem sie über $100.000 gegeben haben, so glaube ich, sagt mein Bruder, für Notlinderung in Südostasien, wo ein Erdbeben am Ozean am 26. Dezember 2004 so eine große Wasserwellen, Tsunami genannt, ab Sri Lanka, Thailand und andere Länder en abschauft, dat viele duizenden Menschen ihr Leben dadurch verloren und noch viel mehr Duizenden alles verloren, was sie haben. Und nu dat ich al zum 100. Mal Wort uit onze Jeschicht vertaald habe und auch noch ein bisschen von geredet habe, wo wir Mennoniten von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern gekommene Mennoniten ein Port geworden sind von der sehr großen MCC-Arbeit in dieser Welt. Nu will ich erstmal zwischen ein artige Werken aufnehmen. Aber wenn die noch nicht meid sind von meinen Geschichten vertalen und noch mehr Geschichten von mir hören wollen, dann fange ich, wenn Gott will, so schön als ich war, reit sie dort war damit an. Vielleicht vertale ich dann erstmal an viel mehr Einzelheiten, von wo dort in einem Dorfsleben in Chihuahua von den 1930er bis den 1950er Jahren war, wo die Kinder tüß am Sonntag deuten und auch am Alltag und auch in der Schule, wo die Jugendliche am Sonntag und am Alltag deuten, wo dort im Dorf an so eine Werk zuging, wenn da für ein Verlaufnis gemerkt wird und dann am Sonntag und das Verlaufnis geholt wird und manches andere. Vielleicht verteile ich auch noch, wo in einem Dorf eine Kompanie gedrascht wird, wo dort sogenannte Draschen bereden, das Draschen selbst und das Draschen verregnen geschafft hat und so wieder. Wo dort sogenannte Schorworken im Dorfsleben geschafft hat und vieles andere. Und dann, wenn ich reit viel dazu, dann verteile ich vielleicht noch mancherlei davon, wo von unseren Mennoniten in den Vereinigten Staaten von Amerika wohnen, was die dort schaffen, was für Gemeinden die dort gegründet haben und so wieder. Und dann, wenn ich erst noch ein bisschen mehr Information gesammelt habe an die vielen verschiedenen Kolonien, die unsere Mennoniten in Paraguay und besonders in Bolivia gegründet haben, dann verteile ich vielleicht auch noch mal mehr von unseren Mennoniten in diese Länder. Und wenn mit einmal viele von you, meinem Bruder Herrn sagen, wovon die noch mehr würden hören wollen, als was ich you von gewissen Sachen verteilt habe, dann kann ich dort vielleicht auch noch tun. Und nu, Susanne und ich wollen, wenn das Gottes Willen so ist, im September noch Cuauhtémoc, Chihuahua fahren. Bet für uns, dass Gott uns so viel Gesundheit schenken wird, dass wir dort können Frieden haben, wenn wir Geschwister, Kinder, Großkinder und Urgroßkinder besiegen. Mir hat dort viel Frieden gegeben, 100 Mal zu you von unserer Geschichte zu reden. Und wenn die dort wünschen, dann will ich hier noch mehr von unserer Geschichte vertellen. Und nun noch eine Mitteilung. Wenn ich in dieser Deel meine 2 Mil am Tag im Winkel mal diese Gas und mal jene Gas allein gehe,
Und ob so viele Städten so eine stramme Blumen sei, dann denke ich immer weiter an das Sommerlied an unserem ollen Gesangbuch, wo der Dichter so sagt: Geh aus mein Herz und suche Freude an dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärten zier und sehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmückt haben. Gott mit you. Und bis nächstes Mal, vielleicht im November, ich sehe George Rumpel.